Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Comedy, Luxemburgs Finest Battle Podcast. Mam Gilles und Mam Pitt. Guten Morgen. Guten Abend. Ja, wir wissen nie genau, wie weit, wo, mir egal. Nee, das zeigt auch davon auf, wie die Leute lauschen dafür. Ja, mit Leuten lauschen ist ja sowieso nicht. Da Punkt ist egal. Machen wir einfach bei einem klassischen Salü. Das haben wir noch nicht benutzt müssen, das Salü. Salü. Ja, mir Salü, das ist so als Begrüßen. So, Salü. Saluti, tutti frutti. Matti Spaghetti. Bonjour. So. Okay, genug mit Peinlichkeiten. Ja, genug davon. Weil kommen danach wahrscheinlich noch. Ja, es geht. Aber dir? Ja, soweit. Mit der Woche. Ball gepackt. Auch schon ein bisschen mehr weit, wie mit der Woche, ne? Nach einem Tag. Merkt das nicht, ja, effektiv. Dann hast du noch viel Männer. Wupp. Weekend. Ja, was geht es heute? Wir haben heute ein bisschen wie ein Improvisationsepisode. Richtig. Über Klischeen an Fiodeler an der Metal-Szene. Das heißt, da wollten wir was nicht Metaler, über Metaler denken, so an auch Klischeen innerhalb der Szene selber. Ne? Ja, da waren wir alle schon dran. Ich meine, brauche nicht mehr zu denken, welche Stelle für du noch schon gesucht und so. Ich ging den nur in der Bekanntheit. Merkt, was soll ich tun, für das ich rapassen? Ja, was für ein Bandshirt, den ich schon... Also soll ich ganz schwarz irgendwo sein oder kann ich auch vielleicht eine Nuance von gros? Was nachher mal kein Farbe was, mehr wie alte Klischee schon so sehen. Mir den just schwarz und geil. Ja. Das ist einfach auch nicht schlimm, also... Nee, der stimmt doch bei mir komplett, weil ich schon bald nicht mehr schwarz und geil. Schon schwarz Buchsen, schwarz T-Shirt, schwarz Pullover und Hoodie und Lederjacke, das schwarz, also... Ja. Was schnell gehst bei mir. Ja, ich kann mich dazu an etwas erinnern, ich mal einen kleinen Klammer direkt ab. Ich weiß nicht, ob ich kann es erinnern, für ein paar Jahre hatte man so ein Christachsparty und du hast voll lang gehen, dass man weiß Boxen undien. Ja, bei dem Schwur, ja. Aber mein erster Reflex war so, wo finden denn da die überhaupt? Wen den weiß Boxen nun, gell? Wieso mich denn da? Menschen, wo ein weiß Boxen, das ist ein Metzler. Am meinen Namen, gell? Also gut an, gell? Ja. Das war skurril. Das war mega skurril, Das war mega skurril. Aber das hat doch mal die Leute, die mit Dorops, das los mal leben mal wäscht. Das gibt eine ganz andere Diskussion. Dafür bleiben wir bei den Standard-Klischeen von der Heavy-Metal-Welt an mit seinen Followers, sowie nicht Followers. Wo soll man aufhängen? Gut froh. Ja, wie werden wir was anderen Leuten über alles zu denken, wenn sie alles gesehen oder ja, ich denke. Du meinst, wenn sie es nicht gesehen oder wenn sie es gesehen haben, wenn sie direkt Wäsche gucken? Ja, so aus Angst oder aus, guckt er den und so. Ja. Schroen, lang Haar, schwarz so geduen, hat Tattoos. Das ist kein Guten. Das ist ein Herde, ja. Und ganz oft als dann aber so, ja. Ich meine, wir schwätzen genauso wie wir auch schwätzen. Ich denke, wir sind zwei sympathische Kerlen an. Der Großteil von den Leuten, die ich kenne aus der ganzen Szene, sind nicht ernst, das, gell? Absolut. Das ist einfach just ein Stil. Ja. Ich will nicht so einen Dresscode, weil die ist effektiv auf verschiedene Sachen. Hörst du das schon? Mehr probieren als Leben an als Stil so zu gestalten, mit halt der Musik, die wir am liebsten haben. Ich meine, das bei Hip-Hop-Kultur oder andere, also nicht ernst, das ist geil. Nee. Du kannst es schon irgendwie aus den Nähen halten. So absolut, so, ja. Ich denke, das könnte vielleicht ein bisschen davon, dass früher all die Rocker, Biker-Gangs, die da immer gauf, die vielleicht ein bisschen wie gewalttätig oder kriminelle Sachen gemacht haben, das vielleicht ein bisschen durchkommt. Ich weiß es aber nicht. Das kann ganz gut sein. Ich denke, das ging auch dann irgendwo Sinn machen. Ich meine, wenn es daher ist, so ein Beispiel zu Ash. Ich meine, wir kennen alle Ash. Ne? Du lebst, kannst du mal so etwas, dann hörst du, dass du Zähne schwarz gekleideten Bretbiker sich, keine Ahnung, sich modernere Nugelöte tun und sind da die Gott Maul gehen, gell? Wenn es schon eine Länge definiert, wie die entweder ugedo sind oder was sie sind, wo ist schon direkt ein Image am Kopf. Und ich denke, das bei den Klischeen, dass das
ja as dat mat dat wat verdeicht opfällt as du es daus gesinn direkt am Kap ja as na Beispiel soll mal wann fir enger Disco oder wie wird die Disco zu Fates geheescht Jester nee, noch schlimmer Noch schlimmer. wo den niwen run wo den de Rëff han no alles anders zo war fuck ja voilà, Weiß du weißt, nicht aber ich befällt den ja noch schon lang zo ja noch schon lang weiß nicht mehr. so wann dann do jetzt gang hast du eng Messerpikerei für und der Disco da wusste okay du war kein definitiv kind du bei den ich kenne gell ich brauch kein Gedanken zu machen weil ja du genau. fungierst nicht dann zu erkennen nee also was da noch zum Beispiel bei Kaffee an das ich mein zuletzt aber ich gehe ja boah hallo an dieser Zeit das hat natürlich schwer wir hoffen natürlich auch alle dass all die Bars a Kaffeen die mehr mal immer gerne hingegangen sind dass die schwer Zeit werden einiger muss werden nie verstohlen ja et goufen da genug wie mehr nach hirschelmäßig rausgegangen sind dat waren halt so richtig so entweder wusstet Metalkaffee oder einfach keine Ahnung Rockkaffee genannt oder hatten du halt so am Numm an dann du wusst du auch dass du kein anderer gegen so treffe wie dat was du halt eben selber lauscht das gell irgendwie Genau, dat definiert schon mal kannst du so ich komme nicht op Numm von dem Kaffee an der hollerischer Summer Dezibel. wo man jeder nee ja so ist den Lo wie wird fi noch gehecht den blö vergiss Soul Kitchen as net den all in den hast du auch nach du ja da feiert den no bisssen da gewircht ja März, Bronx Bronx. the Bronx ja dat war das war geil dat war den Hub für Metal a Rocker irgendwie das war immer Kannst du geil da Zeiten sehen. du Ja. auch die ganze Zeit Rock an Metal Musik gelaf geil immer Sachen dass der Kanto ist immer Leid begeint ist der Kanto ist Ja. war cool Zeiten ja, mens ger du den de Pitcher auch de Pitcher zuerst war große Nummer ich weiß nicht ob Delo nach Gött Ja. ich meine schon aber das nämlich so krass besicht wie an der Zeit mir du war auch immer ultra Stimmung gell an was hast du nach du hast da genug wie gesagt den All-In hatte ich schon gesagt Druckbox Klausen da fat bis mich Space ja aber war auch nicht dat aber ich meine du waren mir schon an einem gewissen Alter also Schwezelo von Peter von mir wo man de Musik wo du gelä warst war schon so dat ist még sport aber du hat den eng Playlist an den 20 Ja, Jahren, gell alles op Profit gelaf andauernd und das war Ja. ein bisschen nervig ja. war aber Ja, aber war auch lustig du aber hab schwingst Leid die immer darum gesinn hast ne? ja also dat war klar du hast definitiv immer Leute gesehen wo du kennst gell ob weekends oder an der Woche war immer irgend den do so sorry wisst du an dat war beim Bronx net ernst das aber all den anderen och de why not och zu Dietling also große Ah, ja. ja. ja da war du Hätschen gewunt Ja, ich kann mich erinnern, wir waren oft do, und auch, ich war auch viel zu oft am Pitcher. Da war auch viel Geld hängen geblieben. ja Mit du die warst gut- nicht so oft mit- Da ja, warst- mit okay. dir wahrscheinlich zu tun Ja. ja. Ich war auch oft mit anderen Leuten, und, die gut kleinen Nickelen, für die Leute, die wo wissen, was Nickele sind, das sind so kleine giftige Schotten, die dich vernichten, nach kürzester Zeit, gell? Ja, also sie waren nicht heich alkoholisch aber Aber Zucker seis, gell? Das tut da. ja und da hat der Dreck an den Kopf gebrannt Ei. gell das war Also, wenn du willst, geh an der Pitch, also, okay, der Drop müsste einfach mal definitiv gut nicht, gell? ja hat Ja. kann ich Chemie trinken hätte ich direkt so Ja, da dann, nee, ich hab Kaffee, ja, das ist ein Blödsinn, gell? das sowieso ja Nee, mir das, also, wenn ich auf Zeit komme, weil die Pete gefragt wird, was denken die Anna von Metalheads an, von Rockheads, ja. Ich persönlich schon das ein bisschen um live schmengen, wie ich mich frage, kann ich gleich tun, sein Entourage, du wusst kein, was das wir. Und, weißt du, da kannst dann du die erste, sag mal, den erste Dates oder wenn du dann noch mit Freunden von der anderen Seite rausgehst und dann kannst du an dem Slayer-Shirt, gell, an eng Jeans mit einem Niete mal Limit an einem Lederjacket, gell. Und da gehst du schon direkt Ja, gescannt, gell, von Urwen bis Ja. Geht geguckt, was das da für ihn, gell. Genau. Und das ist leider die Welt, an der wir leben, dass man wirklich schüss auf das äußerlich gucken, gell. Ja, das ist richtig. Wir machen doch nicht ernst, das, ne? Weil Nee, wir gesehen, nee. den gewissen Stil
ugedoen ass denkt man selwicht op en gewissen allerweis ne ja ja das einfach so das dat ich wat da fällt an dann geht direkt de Kap kind un ja dann das direkt oh nee den du oder schwätze mal gun mat dem weil wahrscheinlich denken die Meesch dass wann zu dem Mund op muss da komme just so satanisch Sprüche raus oder so oder das so cool bin aus den Mund geflügt kommen nach per schwarz Blut aus dem Mund gelaufen kennt wie so ein Horrorfilm und scheint so gefühl dass Leute sich ausdenken so wann den du fängst zu schwärzen aber wann da muss an dann oder so sie berät dann der Pulver dann zu go und da merken so ja den hast nicht viel anders das wie ich auch genau ich kann fenken also du kannst nicht als Bausestunden kannst du nicht einfach so die ganz Metal-Szenen so definieren nehmen sie oh das just Comedy weißt du? genau und, ja ich denke noch dat schmengt das auch Klischee dat oft gemenket dat Metaler net so gebildet sinn wie andere dat gemenket den du an der Schul och nicht fuiert den mcht euch den Keinungen Handwerksberuf oder so ist den net ganz viel Dr da das och total Quatsch ne ja ich verstehe aber du engerseits wieso das Leute dat direkt denkt weil das also zu der Zeit wo mehr Abschied Fall an der Schule waren net viel Leid bei Eis ja ist der recht hat gut gesinn weil auch bei in der Klasse schmengen zu dem Zeitpunkt war ich den Äschen vielleicht noch einen anderen den bist geleistet wird an du hast halt dein Punk an dein bist mir alternative mir all die anderen dat waren ja keine Ahnung dat waren auch kein wo Metal gelauscht hat und einfach kein wo Rock gelauscht hat nicht dass ich voilà. Und du hast aber auch dann Metalheads so ob enger general oder bei einer Kommerzsitze gehabt ne ja stimmt am Anfang effektiv ergötz sich auch gesinn weil die gehen genauso studieren wie andere hun dann eben echter Lust einen handwerklichen Beruf zu lehren ja an der Schmenge noch auch dann wat für den Beruf Martinger Passion wat Musik ja, das sowieso Quatsch, ja. Me leider also wie du siehst dat gött ganz gerne an den Tierangehalt gell me du hast du eng dick cool seit fand wo pur Klassik frohen opgegraft gin iwwer die Leiit vubause stehen wat sie wat denke wann se eng Interaktion hun mat engem Metal hat oder mat engem Rocker so Rocker ja, dat klingt so viel am Fong ich weiß, dat doch Metaler as nach okay me klingt besser Rocker da muss man so klein Kant fir stelle klingt so all dat ja so faul ja net a jour ja. So ja genau da fall so net a jour ja ich hat seit von gehabt du stehen paar Sachen dran wie ënnert anderem wann du bei Party bist bei andere Leiits gest du nie den die gefrot gött für Musik zu machen oder für ja. Ein AUX-Kabel gelehnt zu kreen weil frei wees okay ja dann lief ein immer nach Rock am Metal und dat da laufen Leid fort ne ja auch eine Situation wo ich auch schon drauf war dat stimmt ja auch dat stimmt doch zum Deal gell ich war schon gefrot geht aha wie Musik im Handy ja schon Musik im Handy mehr schmengen die will halt lauscht gell weil so gut bin Sachen im Handy die ke Metal sind die in der Welt ze lusch von benger Mainstream Party das stimmt doch ja nee das Pulver dafür da kann ich verstohlen Leid dat net lauschteen also Majorität von den Leid dann ginn auch do goen trop an für du méi Musik opspielen zu lösen da gibt ja. Sinn dat stimmt schon du ich meine so ähnliche Situationen noch wo du da gefrot gest ja willst du fir den an den Owen Hummer keine Ahnung en Isinn ich meng ich kann noch iwwer degem Mirsinn kann ich auch Black Metal lauschen dat schert michch klar go net dat passt sogar wann so blöde Steck Fleisch zu leiten an dem Hintergrund lebt Gorgoroth oder Mayhem das schein me einer Leiit verstienet halt net geil an ich war zum Beispiel an enger Situation gefrot gin fir eng Playlist verstelle 4 in Owen wo man hätte sollten sinn an also de mich gefrot huet nach gut gemengt obwohl de genau wees dass ich auch einer Sache lauscht me so ja me wann schrift man net den Luchsachen dran ich vermengt ich neicht normales voilà, egal voilà. Geil also ich schon wie du selber gesucht dass du gower nicht an mein Dossier gin wo dann so Jazz Sache sinn also
Free Jazz oder so luschen Jazz, das kein Sau kann du mal du fänke, gell? Genau. Oder das keine Ahnung, also mehr definieren als am Anfang schmengen schwätzen noch für die Peter Misch, auch vielleicht auch ein großen Teil von denen Metalheads dabei sind. Mir hun nicht einfach als zu befriedigen mat just mat am Metal. Nee, mir gehen immer mehr weit, mir gehen Sachen sicher, wo vielleicht so verrückt sind, dass mir wissen ganz genau, dass das Kicker-Apps du mal du fänken, mir fanden irgend Apps du dran. Voilà. Ja, das Wichtigste, und dafür, dass das Menschen so egal, weißt du, mehr das war ein AUX-Kabel krut kriegst du als Metaler gewöhnlich nicht. Nee, das kann ich auch leben, das kann ich auch verstehen. Oh, das ist schön. Dafür gehen ich auch nicht mehr auf so Partien. Das ist der Grund. Wir sind doch zu alt für so Partien, meine ich. Ich weiß nicht, wie das login laufen auf so einer Party. Weil ich sind sie auf dem Moment verboten. Ja, das sowieso. Wann? Das war so der Corona, dann weiß ich auch nicht. Ja, wie gesagt, wir sind noch zu alt. Wir sind zu viel Grohoer. Wir gehen mal nicht ragelos hin, gell? Nee, es ist schon, ja. Bomben. Also Verfallsdatum hast gleich erreicht. Dafür, wir gehen auf kein mehr. Ich vor einfach weiter mit der zweiten Frage, wo sie frohen auf der Seite. Du, wenn du bekannt gehst, oder so zwisch, wenn es den anderen gesagt den Bandshirt unhört, wo du vielleicht kennst oder auch nicht, und du weißt, oh, du hast Metal, dann bist du direkt so, oh yeah, was direkt mit dem verbunden, und irgendwie, du kennst dich zwar nicht, gell? Und, das ist direkt eine gewisse Sympathie für die Person, aber ja, dann... ohne ihn zu kennen, du guckst da nun, und du guckst dir, ja, da sind wir bei dem Thema, wo wir drin mehr orientieren als der Ohren ein bisschen und dem Stil wieso du sind du guckst ein T-Shirt wo dann hab's keine Ahnung Bandshirt aus von dir was du wirklich kennst und dann noch appreciierst wenn du dann appreciierst dann hast du noch viel mehr das guck den geile Shirt dann meinst du ich hatte das auch schon und du vielleicht auch ob Konzert und das sind dann so wirklich Luschmomente wenn du just ein T-Shirt hast, dann kann eine Person lernst dich nicht, ey, salut, komm und seh, ey, cool T-Shirt. Ja. Das ist so lustig, gell. Das ist mega oft schon, das ist aber witzig, irgendwie. Das ist auch zum Beispiel auf Wacken, das ist dann immens krass, gell. Weil du sind nicht die ganze Zeit unbewusst am Gangen. Wirklich unbewusst die ganze Zeit am Gangen, andere Leute auf ein T-Shirt zu gucken, was für Bandshirt zu unhören. Das ist mega krass, gell. Ja, mit das auch. Ja, den du weißt, was lief. Und ja, okay, das will ich nicht so gerne mehr, aber cool, ja, und so, weißt du. Ich meine, schon auch schon durch so Bandshirts, wo du gesagt auch schon Sachen entdeckt, wo ich nicht kannte. Das ist mir auch schon passiert, gell? Ja, natürlich. Also, und das war mal, Heinz, du warst natürlich so, okay, nee, das war absolut Menges. Und du denkst nicht an eine Band, das ist The Great Old Ones, wo ich dir gewiesen habe, gell? Das war durch die Konzert, das wird noch nie hören, gell? Und da geguckt, so, wow. Das ist richtig nice Black Metal mit H.P. Lovecraft inspirierte Lyrics an alles an so ja das ist gut und ich wäre das nicht sicher gegangen ich hatte nun wahrscheinlich gesehen Lunch gehen und so ja okay weißt du das ist schon witzig aber ja das ist witzig aber war doch nach Punkto Shirts nach ganz kurz du hast ja die klassische Bandshirts und du hast auch die Shirts wo dann natürlich Tour-Shirts sind hast dann noch da witzig fandst du zum Beispiel am Ausland das mir auch schon mehr wie ein geschieht von der Nähe gesagt den T-Shirt wo dann auch von Lützeburg also oder so was war das Marv Konzert ein T-Shirt wo drauf steht I got hammered in Ash Alzat wisst ihr und okay der geht dann auch just für die limitiert Unzahl von Shirts wo sie dem oben do und das fand ich doch witzig ja, das ist geil, ja. Das ist schon witzig. Und plus der Sam, wenn der Sam nur lässt, der Sam heute so hin. Den muss man noch irgendwie in die Episode irgendwie ranbringen. Ja, das wäre cool, weil den muss eigentlich Mod machen, das wäre schon absolut, cool. Absolut. Sollen wir dann weitergehen? Ja, da sind wir bei dem Thema. Ja, genau. Schwarz. Ja, schwarz gezeigt. Und das... Du kannst nicht darüber streiten, weil ich fallen 100% in der Klischee ran, ne? Du, ja, Kinder woch andere, Kinder woch, die mit solo mit einem Holzfäller hier. Ja, mit einem hier, auch, lass mal so mit einem Unissen hier im Schwarz oder Weiß, gell, oder sonst irgendwelche Muster, gell. Der ist da Wochen rumlaufen, gell. Ja. Und der ging dann von den Metaler als Hipster-Metaler bezeichnet meistens. Ja, oder ganz oft.
Ja, aber ich gehe nicht so denken. Aber ja, vom Klischee hier gesehen, ging ich da schon recht, ja. Also das könnte nicht von mir, aber ich weiß, dass Leute das denken, gell. Ich meine, du kannst auch verschiedene Bands wählen, wie, da fällt mir dann auch noch Death Heaven an, gell. Hier an einem schwarzen, ich meine, so seidenen hier, ein bisschen oben zugeknappt steht auf der Bühne, mal so dick, Ja, ich meine, sie alle gut. Ja, sie sind ziemlich so ziemlich edel gesehen aus, gell? Ja, für den Genre. Aber keine Ahnung, es ändert aber noch lange nicht und der Musik und dafür wollten wir auch halt die Klischeen durchgesucht. Just weil halt die verschiedenen Klischeen gehen, das wird einfach das Kabels. Mir egal, da sind auch ein paar witzige Sachen dabei, auch ein paar witzige Momente, wo man nach Werten drauf zurückkommen. Ja, und dann Ja. in der Anfang schon alles gesagt, dann habe ich gesehen, die nächste Frage, aus der wir auch schon für du beantwortet haben. Mir egal. Ja. Ja, die Leute sind überrascht, wenn es der feine Kerl bist, obwohl es die Metal lauscht, das, gell. Ja. Das ist auch so, ja, die Frau meint immer, ja, du gehst auf das Geste schlürchen, eine kleine Kanne fressen, und Satan huldig, und was für ich werd, und alle Hey. Menschen hassen. Wie, musst du das nicht mehr? Also Menschen hassen Menschen Balle voll. Ja, zumindest das Jahr, gell? Das Alle Joa. Ja, aber das Jahr wird aus der Pegel aber so krass heiß geklommen. Das stimmt, das stimmt. Das ja, das denke Grenze überschrott so, ja. Ja. Und du meinst, ich kennt nicht mehr, nach mehr Menschheit hassen. So. Ah, doch. Ja, trotzdem, obwohl ich Menschen hassen, probieren ich ja immer mit Respekt gegenüber einem River zu kommen. Keine Ahnung, das hat doch wahrscheinlich mit der Erziehung zu denen, gebe ich so, wie es dazu gepasst. Höchstwahrscheinlich. Und ja, von daher, also Metaler sind kein, also nicht spezifisch, das sind kein Bass-Leute, ne? Das sind Leute wie jeder anderen auch, gell, just dass sie über Metal lauschen, das ist einfach ein ähnlicher Unterschied. Ja, Es gibt natürlich auch Arschlöcher in der Szene, das lässt sich gut bestreiten, aber allgemein gesehen sind ganz viele Leute. Ja, ich meine, das geht dann alt sein. Du sind alt sein, in den ausfallen geht, oder wo sich schon Natürlich. nicht Und das andere, was du gesagt hast, das hat alles mit Erzählung zu tun. Ja, ich meine, was für uns immer wichtig ist, als auch eben, und ich denke, das können doch mal so Sachen wie Lo, durch diesen Podcast hier, könnt ihr doch irgendwie anders das rüber schmengen. Wir sind, soweit wir wissen, den ersten letztebäuerischen Podcast an. Wir schwätzen halt von der Lang op Zong. Und das ist nicht wie wenn der Lohai auf eine Episode trägt, dass du just gebläst und dass man da schwarz Gebier da ob so und so. Nee, wir schwätzen über das all die schlecht. So wie das heute, dafür mal kann man eine Impro-Version über Klischeen und so. Weil man auch einfach witzig fanden. Wir sind immer nicht beleidigt oder so, weil Leute. Nee, gut, nicht, Mann. Ich fand immer so gerade mehr witzig, darüber zu schwätzen und war am Plus eine Pizza-Idee, weil ich will auch nicht drauf kommen, die Episode zu machen. Aber an einer Zeit wie Lo, wo du kannst du so Momente ein bisschen 10 noch labber machen und ein bisschen mehr zum Lachen bringen. Und ich meine, das passt mega gut. Und da sind wir dann. Ja, was ich. Ich muss also, ich war auch ein bisschen überrascht, dass Fraumensch, was bei mir auf der Arbeit geschafft hat, das war überrascht, weil ich kein Satanist bin. Also. Ja, das hat wirklich fast gemeint, weil ich Battle dran wäre, ich Satanist. Und ich habe mir erklärt, nee, das ist aber nicht so. Oh, okay. Ja, und dann können auch so. Was? Und dann kann wahrscheinlich das eine Reflexion sein. Wow, du bist ja auch mega gebildet, mega schlau. Ja, das finde ich, ja. Ich will nicht umgehen, mir das bei mir ansprechen hier gehabt. Ja. Ich werde den auch nicht halt zitieren, aber Nee, das ist egal. Wir zwei wissen, um was es geht. Ja. Den Mail müssen, muss als ein Privatnachricht schicken. Aber, ja, das ist ja krass, gell. Ich bin auch nur erstaunt, dass du Luki Satanist bist. Ja, just weil wir gerne an der Black Metal Szene erwähnt sind, dann als für Sachen interessieren, für eine Geschichte, wo dann noch vielleicht Leute auf brutalsterweise im Boot gesehen. Da tut man nicht unbedingt das mit der Black Metal Story zu tun, mehr. Ich meine, weltweit, weißt du. Ja, das war einfach interessant, fand ich, gell. Ich war immer Fan von abstrusen, düsteren, ich war schon bekannt und war ich Fan von düsteren Geschichten, dann düstere Sachen, gell. Natürlich bis heute nicht geändert gehabt, ne. Ja, das kann ich mal denken, aber ich weiß, so, was du auch so guckst, erlauscht das, ja, das kann ich absolut nur verzeihen. Ja. Also, ja, wir waren gerade dabei,
den anderen Topic war heinst du und Leute eben Angst für und dir und da kommen da mal so Sachen wie ich hab gemerkt du wärst Satanist mir statt sagt nicht besser gell erste da Martine Schwarzklo dann könnt dat gerne so rüber so denken ich auch das war nach an der Lichteszeit war das an der Lichteszeit ja doch an der Lichteszeit ich meine da muss wieder oder ne ja ich weiß auch nicht wie ich auf so Sachen komme weil es sind ehrlich mir okay skript haut den Ofen das just wirklich improvisiert raus ja. Das kann ja das auch witzig dass ich überhaupt nach tun denke das ist krass ich kann mich erinnern du war auch in anderen Typs an meiner Klasse ich weiß den Nummer nicht mehr den nur auch soll mal Rock Sachen aber auch Poprock also heißt U2 an so oder Mike Oldfield oder so Sachen wo dann aber schon nicht den Standard Lysis Musikers gell für die Jahren gell also wenn ich was war das Anfang 2000er so ja du sind einer Sache gelaufen wenn du war Mainstream wenn es nicht Mainstream gelauscht hast da warst du halt nicht dann du hast müssen Freiheit sind all ihren Tanz du gemäht die Choreografie von so da tun ich mir nach so am Kopf und du hast dann hier den Typ wie gesagt am Misch wo dann aber schon richtig viel Metal gelauscht wird mit der wat nach gönnen so dekadent krass gute fetten CD-Player an der Tasche du weißt nie wie sie das Ding an den Tasche krähen wie irgendwie nicht mehr gepasst weißt ja und dann war der Menge Mächt für die CDen zu wirsle gell und dann ja an ich weiß dass ich mich mit Team hier in der Halle nun an du sind eben du nicht drauf kommen dass man Mike Oldfield lässt wo auch bei mir nebenbei bemerkt vom ganz wichtigen Musiker aus an kann immer drauf Schwätze kommen an du nicht gewiss was ich lässt drin und ich hatte den Moment an ich meine Peter werde lachen ich hatte Rhapsody drauf geil Rhapsody ich meine Symphony of Enchanted Lands den Asian Deal das war ein Album wo ich auch Robert gelauscht tun an schon ihm das gewiesen ich kann mich noch erinnern nicht Kopfhörer am Dauer gemäht es hat kein 10 Sekunden gedauert und jetzt wirklich erst im Auge gehabt hat mich schon geguckt so wow, du bist ja verrückt selbst zu lauschen gell und ich habe mir gesagt wei das ist dick symphonisch das Chlor gesungen und plus okay gebrüllt gell schnell Gitarre weißt du mega gut produziert voilà du hast dann ab dem der hat den Typs ich meine mich total ignoriert gell da wirklich so nee den du nicht geil das war schon krass ja okay das an erlängen dass ich nach drum denken als beweist auch wie krass es für mich weil ich weiß so what the fuck wieso bist du wirklich krass aus der Face gegangen so nee du hast mir zu dekadent gell das ist schon witzig und wenn ich dann nur gucken mit den nächsten Topic könnt ihr dann auch darauf hin raus weißt du kannst das gerne so gell wo waren wir ja den Musik als just Comedy du hummeret ja Tata der Nummer Podcast als erwähnt gehen ja wir können lo brauscht stirben me ja das lo eng sagt dat kann ich teilweise verstohlen lo Mönsch den keine Solomodelo darauf Taylor Swift an Ed Sheeran lauscht dat an du weißt dem zum Beispiel lo keine Ahnung Dark Throne oder Behemoth das klar das für den Welt Summe stöcht ne für dich hier sein Welt zur Summe gell den mengt du was ist nach Krisch am Massaker was du aus dem Opal rauskennt gell ja das stimmt ich habe mich auch schon gefragt ob Leute wo halt ich will nicht so Musikbildung weil das zu falschen Ausdruck mir wo sich mit Musik auskennen ob die auch können definieren wann se Metal lauschtern ob dat Lopatrias ob dat Gitter aus ob se dat können also nehmen die freuen mich schon gestalten nicht unbedingt den sich bisschen auskennt ja aber in den wirklich straighten Pop lauschtert mat viel Autotune an higher Pipapo denken ich nicht nee ja final wenn du guckst wat haut auch also von den pure Sache wo du halt mal so hey das immer derselbischen Takt all das Lied mehr wat ja wat den anderen Takt huet 0815 Popmasche gell das auch immer von demselbe der produziert gött ne ja dat stimmt
Und leider ist das doch genau das, was im Moment auch so ist. Ja. Also ist sie nicht stinkgestrieben. Ich schon ganz ehrlich gesagt lieber. Und ich muss so ein Zeitchen war ich nicht so froh davon. Ich meine, wir wollten natürlich, wir machen noch einen Podcast für das vielleicht die Metaler, wo zu Lützeburg sind, vielleicht auch andere Sachen rausfinden. Es geht nicht darum, für ganz Lützeburg zu bekehren. Das wäre schön, aber es wird niemals viel kommen. Und ich meine, der Metal generell hat noch immer seinen Platz irgendwo am Underground. Also, ja, natürlich. Die Mainstream-Sachen, wo es geht, sie gewollt Mainstream. Das ist nicht, dass die als Zufall gelandet sind. Und ich denke, dass die meisten Bands auch nicht wollen am Mainstream sind. Zu einem gewissen Teil. Zum gewissen Teil, ja. Andere, es sind auch viele, die dann ihren Stil stark verändern am nächsten Album. Dann wirklich so Pop-Rock-Musik ähnlich machen. Die wollen dann effektiv Geld verdienen, immer dann. Ja, ich meine so, wenn sie das können machen, wenn das hier weh ist, wo sie wollen abschließen, irgendwo musst du das auch als Fan dann respektieren, weil sie ist okay. Ich schon nämlich auch keine Lust, 20 Jahre lang dieselbe Artist und dann möchte immer an dasselbe, gell? Das ist auch irgendwo faul. Also ein gewissen Nuance nur links oder nur oben oder so hier und da. Das ist schon wichtig, gell? Also ich meine, du gibt genug Bands und du, pardon, schon wen sie lo. Das gibt bestimmt im Shitstorm. Für mich klingt all Megadeth-Album selbst. Pardon? Ich so das lo einfach so raus. Wir sind ja halb für Freitag was schwätzen. Wir wissen noch, dass dabei ganz viele Leute sind, wo Megadeth ganz hey schlöwen. Das ist so eine Reihe. Also ich schwätze für den Schmattpit. Wir zwei können nicht ganz viel Martine aufhängen. Das ist aber okay. Nee, du reißt mich moderne Scheiß. Nee, das ist nicht wahr. Das sind die größten Fan. Dave machst du Doch, das ist ein bisschen recht. Also ich respektiere sie absolut als Musiker. Ich fand sie nicht schlecht, ne? Keine Hinsicht. Aber ich lausche das gerne. Weil ja, das für mich effektiv vieles klingt selbst. Da können aber auch andere über verschiedene Sachen so, was mir lauschen. Also das ist 100%, gell? Ich meine, für Leute, die mehr haben kennen, für die klingt das alles auch selbst, gell? Black Metal generell, gell? Sobald Blastbeat dran ist, das ist das wie viel drin, gell? Voilà, kann ich bekommen, es war noch schon seit 20 Jahren dieselbe Musik ein bisschen, ne? Also. Ja, aber ich fand es immer wichtig, dass eine Band verschiedene Nuancen ausschlägt. 1, 2, 3, ausschlägt. Und du musst auch vielleicht entweder merkt, okay, nee, das geht an die Box. Oder du siehst auf der anderen Seite, ich verdenke mega viel Suchen, ich stehe immer auf den Festivals dabei. Mit meiner Fanbase hat sich halt geändert. Ich habe andere Fans, die mit der Sport machen, und ich habe Fans verloren. Und du hast zum Beispiel, für ein Beispiel zu nennen, In Flames ein klassisches Beispiel, gell? Sie haben sich total von ihrem Stil verabschiedet, von dem richtigen Melodic Death Metal, für was sie bekannt gesehen. Und sie machen etwas ganz anderes. Das ist okay. Es sind andere Leute, die sie lauschen und ja, sie sind auch immer da, gell? Wir schweifen irgendwie. Ein bisschen, ja. Ich wollte es ohne etwas so, aber ich doch nicht, du machst den direkt egal. Du kannst es aber so, wir sind freie Podcast. Ich wollte auch so eine andere Band, wo du rappest, das Opeth, eine Band, die mir alles immens gerne tun. Die haben ihren Stil für ein paar Jahre komplett geändert und sie waren immer eine Progressive Death Metal Band und losen sie echt, das ist also eine Progressive Psychedelic Metal Band. Also das geht kein Growling mehr an ihrem Gesang dran, das viel mehr ruhig gehen. Das ist halt immer verdammt gut. Ne? Ja, mittlerweile weiß ich auch die neue Album immens zu schätzen, aber schon die A-Lever, ne? Aber wenn du beim Konzert gehst, von hinten, wo wir letztes Jahr auch waren, du merkst ja, warum das Leute wollen, dass sie den alle Scheiß spielen, ne? Ich meine, das ist so einfach nicht dabei, das ist nur egal. Egal, ob man durchschweifen. Ich kann auch verstehen, ich meine, du hast dann eine Band wie Opeth, wo schon wie lange dabei ist, auch. Und sie mussten aber immer dieselbe Städte spielen. Ja, das ist cool. Slayer mischt das auch. Slayer spielt All Chaos Raining Blood. Natürlich, ja. Weil es schon bald das Pflichtprogramm. Du musst das machen. Aber ich kann aber auch dann den Musiker verstehen, der sagt, ja, das Lied war geil, aber ich will aber auch endlich mal neue Sachen spielen. Und da muss ich dann so auf dem Konzert, wo wir waren, von Opeth, dass verschieden alle Sachen gespielt gehen, wo aber nicht weit von dem aufgeschweift hun
von dem was sie lo machen außer natürlich hier Classics wo sie gespielt hun me all in all wo ich gemerkt der Konzer wäre angepasst wo 4 bis hannen et soll an den ganzen Strang Ja, wo sie lo ganz machen, Sport soll dort voran, voilà. ja. die soll do lo rapassen an dat fand ich dann aber auch immer wichtig da muss ich noch appreieren wann Künstler dat sich entschieden dat ze machen Ja, ja. nee, ja, Von der zurück zu kommen ob Sach selber dat Metal Comedy aus ja wie gesagt zum Deal schon ne, wie Black Metal Death Metal was nicht lauscht das selbstverständlich Comedy da Ja. Metal ist eben auch so groß ne, du hast ganz viele melodisch Sachen dran symphonisch Sachen dran da ich meine auch Sachen wie Nightwish die auch kommerziellen Erfolg geil Ja, absolut. dat kannst net alles Comedy nennen das man so ne? nee me voilà du hat dann sobald dann vielleicht ein Instrument oder etwas rackend wat kein wirklich kann definieren eben weil es dann so verzerrt das dann also direkt Comedy oft also durch die Gitarre so muss so Ja geht schon durch. Leute die können da können lauschen die sobald eine elektrisch Gitarre hören die So, nee, Power direkt. Chords spielt direkt ciao ja ja das ist schon ein bisschen dumm me ja der gibt da genug gehen wir weiter nach bei einer die fand ich auch witzig und ich mein, ja die fand ich auch gut ja. ich übersprang jetzt weil die 7 mich bei die 8 weil ich fand die 7 froh als echt dafür wat Metaler vu Metaler denken mengst du net okay ja aber die muss man wo erwähnen weil ich fand die ja auch gut ja was ist also das machen wir einfach so direkt also ich denken sehr echt wie gesagt dass bei der dote froh die lo kennt aus der echter Metaler die ënner sich Gespräche erhalen so du gött dann zum Beispiel gefrot oder mir jetzt wie man dat auch ganz oft muss schon mehr diskutieren ja iwwer de Metal generell dat man he wieso me hunn als Präferenzen nach verschiedene Subgenres an dann gëtt dann halt gern auch so gestritten ja mir findst du net dass den tote besser ass oder findst du net dass der dofleit aber dora passt ja du kannst dich doch Stunde lang verleeren und das ist genau dat wat man noch machen ja und all den Genres als Subgenres ne dat eng endlos Story gell die do Band ich fand das auch so bisschen mehr Symphonic atmospheric Black Metal ich fand das aber ja keine Ahnung das kannst du unendlich drüber diskutieren ja weil du wirst Ding Ideen am Kap so du heierst du geseist en Numm von enger Band so okay das da dann dat und dann Ja. dann hörst du dann wie Band solo mal keine Ahnung Aim in the Marv gött als Viking Metal Ja. falsch mit das von Death Metal gell ja oder Melodic Death Metal für Genau. spezifisch zu sehen noch mehr spezifisch ja. da sind dann andere so nee das ist Viking Metal und so nee das ist Melodic Death Metal so auf dem Stil und das von die zwei sie richtig weißt du also die zwei sind nicht falsch du kennst es sogar als Folk Metal weil die aber als der Folklore können nennen also da wird Ja, gerne diskutiert. ja, das ist genau das ist ein gutes Beispiel fand ich hatte auch und denke ich kartonischen für Jahren lang also hier ich meine nach Facebook oder so ich persönlich Sinn ich setze mich mal Klammern war großen Unhänger von der Band Winters an ja sind davon noch immer ich probiere nicht ich wollte klar gerade zu machen ich probiere nicht klar zu machen weil ich aber stinke sind dass die noch immer nicht hier egal ich schrie mich ab das ist egal auf jeden Fall du war auch an einem Forum wo ich dann da ein bisschen aktiv war ein Zeitchen hast du auch diskutiert gehen du sind sie dann auch als extreme Cold Frost Viking Metal so what the fuck sind das für Begriffe gell ja das habe ich heute gesehen ja, du kannst doch nicht nur einfach so du kennst sie dann auch Cannibal Corpse als Blood Metal weil so viel Gore dran ist auf der Cover nennen so dann bleibt er einfach bei Dinge Facts oder guck ein Kino erst der siehst ne ich weiß nicht ja ich verstehe was du meinst tschö ja mit Eier auch wie gesagt ein gut Beispiel genannt lo wann Slayer Fans van Slayer Fan Fred oder etwas Gender so ganz spezifische Genre geil mega progressiv auch von könnte das den progressiven ich menge nicht also ein Classic Thrash Metaler kann etwas mal Gent aufhängen aber dann hört wirklich ein Open Door ich menge nicht dass viele reden sowas gell ja Millerschnobe durch die Gart ja wir sind dat von der ungewinnt gewircht ne in die lo
ja sag uns der lang just Slayer lauscht dann da das sing Götterband ugeseit infle bis mich Schwierigkeiten daran zu kommen ne? Ja, das stimmt. Aber ja, kann man immer weiter gucken, was tun wir nach einer Stunde? Ja Menschen ja. frohen dich Menschen frohen dich nur Grafs weil du ja die ganze Zeit im Kiffen und sau just pass Ja, nee. Ja, nee, also ich will nicht so, mir Bein das nie gemäht, also mir nie gesoffen, nie gekifft. kein Fall Nee. kein wir Fall sind- wir sind ganz Mehr gesund- seriös. Mehr gesund an Kirsch, pass auf. Ja, das ist aber auch irgendwie witzig. Ja das ja ich kann verstehen ja du Ich hast da meine, ganz viel an der 10 die machen das ist unbestritten schon auch gemacht ganz lang dass die Zeit ist river das gehst ja das also aber schon nicht gerade unwohl Ja, ich kann mich schon einen Moment erinnern, das war bei dir. Das war auch auf dem Christofen, wo eine Freundin von uns zwei, oder dem Moment war, wo du dann nicht so gut kannst, dich gefragt hast. Sag, du hast bestimmt eine Zigarette, weißt du, weil du lang hoher hast, aber weil du so was bist, du was. ja. Ich weiß, wie mich da gefreut wird ja. Voilà. Und der Tisch hat man nicht wirklich etwas mit, ob du Metal hörst, mir einfach auch, wie du ungeduldig bist. Da bist du, da kannst du, okay, das ist leider kein Klischee, war mehr, aber kannst ja gehen, wir hatten die Diskussion für drin. Dann, der nächste W feiert meistens bei The Bear. Weil du weißt aber so, okay, wenn ich nicht stuhlen, wenn ich auf 5 Minuten diskutieren abstuhlen, dann muss ich mega lang stuhlen. Ein guter Kollege von uns, das haben, den möchte noch besser, den hält er dann meistens so 2, 3, 4 Stück für sich direkt mal. Hat ich auch schon gemacht ja Ja, hier als Spezialist, oder, muss ich schon sagen. Und, ja, die erste, das wird zu Achsen und die zweite die geht da schon ein bisschen mit chillig gedrungen so. irgendwie schon. Das ja. weil du duscht hast das duscht da musst du den geäxt gehen das habe ich auch schon ganz oft zum Mut von Ja. warm waren so ne Ja, wir haben Wander also nicht kalt, also nicht warm. Und aber. ja. Nee. Nee, ja. Also wie du gesagt hast du kannst an den Konzert ran dann merkt der Pan ich bin ich mein Jacket aufgehen kind ich bei dem Merchstand geil und am Endeffekt lief du da raus dass dein Bayer sicher gehst Dat an alles, was du da viel hält, an den 2 Sekunden oder an den 5 Sekunden, wusste dein Tiki du gehst ragelos. Und dann hast du wie der Piet gesehen, so, wenn ich meine Jacket ausdehne, dann passt nicht mehr wirklich ran. Wenn ich selber nicht aufgehe, dann gehe ich Futti von Hetzt. Aber du hast Bayerstand, ich muss etwas zu trinken sich gehen. Wenn Ja, du ja, dann am das- Fuß nachher lang bist, dann musst du alles an enger kämen. An einer kennen so, hey, du gehst das sicher, du musst das. ja Voilà. ja Aber organisiert. meistens, an der meistens guckst du direkt bei dem Merchstand, das gerade wie wenn du in ein Hauskaffee go, gell. Du guckst das Sachen all genau Muss und am Detail, inspiziert gell. gehen, Du hältst ein analysiert. T-Shirt, du drehst da 1000 Mal hin und hier, so, ja, nee, nee, ich weiß noch nicht, komm, ich komme rum. Am meistens guckst du da von weitem, guckst du permanent auf den Stand. Ich will nachher, ich bin sicher, ja, ich bin sicher. Am Ding oft, als wäre schon geschieht so, da war ich nicht schnell genug und dann so, ja das ist an der größte Mido sorry, no M, so, fuck. Und dann müsstet auch wieder so Kollege sagen, ja, was tut er dann nach XL, so, ein schön XL. Und da geht er seinem Bandshirt, geht dann ein Pyjamas. Ein Pyjamas-Shirt, gell? ein bisschen so ja Nee. Mehr schweiferen du hin. Ich fand gut. Für die High-Episode als Tip-Top, so wie sie aus, eben weil sie von der Long auf Zong hat. voilà. ja von der Dingen zurückzukommen ja nicht all Metaler als Suffer an der Kiefer wollte ich auch trotzdem denke gesucht tun ne Und das, Trotzdem. ja, du hast nicht unrecht. Was tun wir nach? ja Ja, Männerdomain. Dass Ja. die meisten davon ausgehen, dass das Freileute nicht, dass kein Freileute auf Konzert gehen. Und ja, dass kein Ja. Freileute Metal lauschen. das war lang Zeit ganz Thema gewesen zum an den 80er Jahre gell Ja. du hast du kein Freileit auf der Konzert gesehen stimmt. vielleicht von 10.000 oder so gell das war über lang Jahre war eng Männerdomain das war Ja, ich meine, Haut fällt nicht mehr ab. Aber das so, ich kann mich auch erinnern, wie wir angefangen haben, auf Konzert zu gehen an unserer güldener Zeit. Was du aber überrascht, je nachdem, was du gucken, war so, oh, hi, weißt du, hast du noch Freileute? Keine Ahnung, also nicht lo schlecht gemeint, mir das da aber abgefallen. Weil das aber immer der Großteil von den Leuten, die lauschen, sind aber Männer, gell? ja nach immer ja Also, natürlich, LGBT, sondern alles, wer weiß. Keine Ahnung, wir wollen doch kein
kein Geschlecht haben nach nennen mir kennen Nee. just die zwei von daher mit Kinder nach das war trotzdem gesund Kinder nach ja nicht dass man nur nach ja, Doven ja, wir wollen nur kein beleidigende Bausen ja das hat den auch relativ selten an der Metal-Szene auch homosexuelle an der Metal-Szene selber ne Ja. Rob Halford gut Beispiel ne den hat lang geheim gehalten dat er schwul ist ne ja boah ich denke weil sie wahrscheinlich auch nicht oder gefragt und halt dat kennt hier ganz Karriere ruinieren obwohl ja das ändert gut nicht gell an der Zeit war Metal ein ziemlich konservativ 10 muss aber trotzdem so ne das stimmt schon de Galas ja auch recht für ein paar Jahre also Galas nicht gal kein gale Stängel Nicht- ich schwätze nicht vom Galle, Gal ja vom Gal von Gorgoroth hat sich auch als homosexuell geoutet dann ja Mhm. das tut keine Ahnung das ist scheißegal gell soll mal was du will kein Stress alles gut Anscheinend war an der Black Metal 10 ist dann auch ein bisschen wie finster ne der Guten aber anscheinend doch von verschiedenen Leid Mord drogen ja mir viel war ich weiß auch nicht. Ich ja verstehe das nicht, gell. wie gesagt ich liebe Black Metal mir schaust der zur Black Metal Community ne Ja. das ist so eingesterne Leid mais bon ja so viel ich bin aber trotzdem froh dass also ich ganz froh darüber dass 10 haut ein bisschen sich geändert hört ne und zum Mulst auch dass mittlerweile ganz viel Freiheit als Sängerinnen du immer hörst ne Ja. oder als Musikerinnen an Bands da fand ich mega geil ne ja es gibt ja auch einfach nur frisch Luft an genau mengen Fraleit bringen nicht nimmen eng einer Stimme me einen anderen Touch keine Ahnung ja das momentan die viel Bands in AW wo wirklich rausstehen wir können doch gerne nennen Spiritbox für lang mal ein zu nennen gell? Fand ich ja oder echt Ginger wichtig. Ginger ist auch so berühmt gehen an den letzten Ginger, Jahren ja die haben wirklich gewesen so ja wir machen das gerne was wir machen und wir machen nicht konstant an der engem richtig ultra professionellen Level an Genau. das nicht immer eng Bomb wie das gesagt mir doch ein Organ für dich zu zerstören ja du dein Bombe stimmt da tun wir danach ja doch dann natürlich gesagt dass die Frauen die nach dem ganzen do sehen sollen dann natürlich oppassen an so viel Männer so ich meine wir sind individuell also einfach ja ich fand das ein bisschen lusch Ja, trotzdem ein bisschen schon, ja. ich fand das passt nicht wirklich ran weil das also ich will nicht so dass nicht viel könnt ne mit das selten dass beim Metal-Konzert dass du hörst dass ich wie Frau solo mal betatscht ginnners das können selbstverständlich können vier mir ich denke an der 10 können vielleicht man dafür wie an anderen Szenen wie zum Beispiel wenn es ein Disco gehst oder so ne ich will nicht so dass nicht viel könnt ne nee also könnt man sich vier ich denke nicht dass das wirklich Klischee ausbaut steht nee, ich fand ja das kennt Ich meine, überall so ja das, ja effektiv ich meine das kenne ich nur einfach so stolos und einfach übersprungen weil ja was tun wir danach ja das passt von auch bei Eis gell wenn du mit anderen Leuten über den Musik schwätzt dann hältst du also ich und du sicher so etwas für seriös gell und es geht dann wirklich wie wann der Leben ging ging der Leben gehen gell ja spez dann nochmal die Menschen viel Enthusiasmus du modern spengen du auch ja du verbindest einfach dein Band geht mega viel dummer dann das nicht immer einfach mal so ein Song wo ja den do Song ja ich fand den de gut nee das von dem du zehn Albumen die sind übergeil ja an hustet an zu der 6. Minute an der 23. Sekunde gelauscht hat oder du hörst denke ganz kurz so irgende gereicht ja, wow, so das passt so. Note, so, ja, Ja. das Das schon dekadent mir sind do net besser an ich denken dass das mal kein Klischee das einfach so ja tu noch dat schon viel Leute bausen aber die lo Fleisch auch null aus ja 100% so was so nach der letzten wat man do ja wat aner Leiit die net Metaler sinn durch begräessen so wie nennst du dat so wie ja mir net so wie ein High Five aber mat der nee, ich, das ist schlecht da kannst du am Podcast nicht richtig bildlich durchstellen
aus sein Moie See ist ein Platz nach seinem Tantkes man so kann wie nennst du das ich weiß nicht wie ich das beschreiben ich weiß nicht keine Ahnung weil ich kann doch viel Leid die sich so Moie gesucht an der Zeit nicht nur zu Diedling und so why not dann so die dann aber die den Zeigefanger an der Kleingefanger rausgestreckt hun und sie der Moie gesucht hun am Platz der normalen Moien zu suchen einfach ja also einfach den Horns gemäht oder wei ja aber während dem Herrn gehen what okay nee dat kann nicht gut nicht mit das Nee, okay nee nee. dat kann nicht gut nicht ja wie gesagt du warst nicht beim da kann ich das nicht bildlich weisen nee das ist nicht schlimm egal das ist nicht schlimm also einfach so obwohl doch ich meine ich weiß wie so laut gesehen hat das ist mega lächerlich gesehen ich gerade ja okay das ist nicht schlimm du hast nicht verpasst ignoriert die letzten 2 Minuten einfach mir das auch oft leid hörst was du zum Beispiel in den Raum rockens und da weiß du Tons und man so ja das ist schön dann kenn ich die Leute einfach schluhe gell das so, ja muss das das sehen. das schon das echt da passt echt da wie der do was halt steht gell ja das, ich hab so verstanden gehabt das eigentlich. klassischste Ja. Metal und so ja halt den Maul ja geh putti mal nicht halt ich mehr geh einfach geh stirben und noch das nächst ja das nicht eine Klischee ich meine das wirklich so wenn du von einem Konzert rauskennst da passt einfach nicht emotional platt sag ich mal so ja aber auch körperlich ein bisschen ne? ja weil du stehst extrem lang an der Rick sieht du nur gerne merci gell? ja das klar gell? haut du das ja früher ist das da besser gegangen mir haut du das da jetzt direkt aber einen gewissen Punkt leider ja und dann auch ja wenn du viel Headbanks höchsten dachte nur gerne mal der Genick weh ne ja oder wann so mehr wie ich denke gemäht und wann da bisschen viel Medikamente musst en gewissen Zeit hüllen und dann das nächste Konzert zu gehen an der fängt ein Kante zu gehen dann willst Headbangen und dann lässt einfach mal den Moment im Bude und du hast keinen Plan was lebt ciao ja auf Wuch gell ja ich stunde Gilles Biom eliminiert man Lucht wie ein Häufchen Elend me keine Ahnung das Gilles hat schon so Momente also ich auch, Ja, wenn du ja, dann ja. wie gesagt du also der klassische Konzert Goa oder den Goa was ist das für Wort man wir kommen halt wieder da wir mussten Diktionär machen geil weil wir da schon abkommen wo es gar nicht geht geil das schön Comedy den neuen Duden in den neuen Duden du kannst ran geil an den Hall und wann dann die echt Band fängt und meistens bei so opener Bands also so ja okay das ist nicht schlecht fängst du halt ein bisschen dein Herz zu bangen aber man dat so bangen dann liegt nicken so ja liegt rüsseln an nicken und dann geht geguckt wat die anderen machen gell und dann bildet sich vielleicht so bei der zweiter schon vielleicht so ein Moshpit je nachdem werdet ass von genre für die Leute wo die ganz Deathcore auch die letzte bei Deathcore 10 Matquote geil du siehst halt so ganz skurril Sache geschieht gell ja Krabbendance und so die brutalen Moshpits die Ja, einfach ja. rumschlohe gell ja das ist schon dekadent geil an du geht da schon ein bisschen mehr ab aber wenn du dann so ein bisschen größte Konzert aber du stehst du da wirklich da wie eng Sardinen so do und du probierst mat alles was du hörst der Körper zu bewegen an just zu Headbangen und zwar so hart es geht und das geht schon an der Rick an Genick an alles und du bist effektiv nur gebracht das stimmt schon gell ja also ich hatte schon ganz oft so den Genick wegen dachten der Pit hat sich kurz dezidiert zum henken zu bleiben mir das nicht schlimm wiederholen immer ja ich auch nach der letzte Satz war die kannst du Also. holen okay ja schon mir so du hast auch einst du schon Rickwe ich meine immer schon so auf deinem Channel gesucht nee den Genick pardon du hast aber auch Rickwe du hast Opa den und such mir schmein nur ein Konzert also ja dat ja was wohl so da so Deathcore 10 ugespart ah ja bei Black Metal aus den Heinz total umgedreht du sagst okay Moschen du stimmt Ja. leid einfach all
mega straight, mega riecht, normalerweise nach dämmerem Brust gekreizt Ja. und dann auch einfach Licht beim Kopf genickt. Und dann noch nach bei Black Metal also auch oft nicht so dann du stehen einfach auch stark do geil so Leichen. Am Anfang. Vor allem da wo echt die Witze so. Am Anfang schon ja am Anfang schon mal ich meine mir sowieso schon deck viel gezählt mir schon mir schon eine Stunde am Gang geil ja, das von unscripted Okay. am Gang gepasst das schon Ja. mir ich meine mir können nur kurz just so Klischee wo mehr Mengen wo wer wie eben grad wat der Pete gesucht wird mit der Black Metal sehen dass du sich schwer bewegen und so und, da kannst du dann zum Beispiel aber ganz anderen Stil von Musik wie die Peter Nash waren last Jahr Björk gucken Mhm. und das war das hat ja gut nicht mit Metal zu dienen gell mir da so ein ganz groß Musikerin an wir sind absolut Fans von Björk gell immer gewirrscht mengenisch an Ja, schon lange mal davor. an das war skurril weil du warst du nicht mal für dich geht vorgestellt was soll ich überhaupt untun Ja, die Frau hat es schon gemerkt. du hast mir eigentlich sogar da geschrieben Dude was tust du nicht keine Ahnung weil das ja das ist ja kein Metal-Konzert den schwarzen Ja. T-Shirt dann okay wo nicht vielleicht etwas was mir dezent ist wie das passt dann aber nicht irgendwie Das ist schon nicht dezent. nee irgendwie So nicht. einfach einen relativ neutralen T-Shirt getan, einen normalen Hoodie mit nicht drauf, das war dann okay. Ja. Und noch, ich meine, du mal auch, das ist ja so, oh ne, wir können aber okay Bier trinken, wir sind kein trinkt Bier, hey. Ne, komm mal in den Nee, da passt das, Nee, ein schön Kippsche getrunken. Ja, aber genau. du passt dich am Anfang auf alle Konzerte, passt dich immer im Neu un, irgendwie. So nicht Ja, am Gefühl. ja, das ist schon. Naja, ich meine, mir haben genug gesagt, Punkto Klischeen. Also ich meine, der Pete kann gerne lo aufschließen mit einem finalen Satz. Okay, Lo direkt. fuck. Was so nicht? Ich weiß es nicht. Nee, ich wollte noch, wir hatten noch drüber geschwatzt. Wir hatten noch drüber geschwatzt, über ein kleines Shoutout von einer Band, schon die vergessen, ist geschrieben hat, aus Russland, die heißt Severson. Ja. Ja, die hatte gefragt, ob wir vielleicht Reklam für sie machen. Ich weiß nicht, ob sie wussten, ob wir das nicht so bespielen oder nicht. Ich meine nicht, weil sowieso ob als Message reagiert und so. Oh, Ja. Luxemburgisch, oh. Aber das ist okay. Wir haben uns hier Sachen ein bisschen gelernt, Ja. das ist wirklich interessant. Sie mischen von alles, kannst du schon bald so ein. Oh, aber so fresh mal dran. das- Und, ja. ja. Gute Blast, also das ist etwas ernst, das sonst mal. Wenn du etwas willst, was nicht gerade von dem Eck aus Russland denken ich als voll umkommen, was Metal-Bands angeht, weil du poppen sie den Moment ab wie Champignon am Busch. Das ist schon mal wie an der Ukraine, wo für ein paar Jahre auch angefangen hat. Ja, genau. Voll den Hub zu gehen für die Metal-Szene, gell? Ich meine, Ginger ist von da, 1914 sie von da, also du könnt ganz gut Sachen hier. Und ja, ich so was der Pete gesagt hat, wir wollen uns auch bei Severson bedanken, dass sie bei uns durchkommen sind, wir haben eine kleine Video für sie gemacht, dann wir haben noch bisschen Reklam gemacht, dann tut ihnen gefallen, wir hoffen, es gefällt ihr. Und wir gucken, was wir für das nächste machen. Von der Datei her sind wahrscheinlich schon ganz grob neue Spotify-Listen da, für zu lauschen. Wir gehen Ja. lösen, ob dann vom Jahr so. Dann kann ich Ja. vielleicht auch demnächst ein Albums of the Year man eventuell nach 8 Jahren. Genau. Das wäre vielleicht Genau. eine Idee. Und dann ging es so, dann war das für Haut. Ja, Dann Okay. okay. Merci für das Kommen, Pete. ja. Das ist kein Geschit. Tipptopp. Und dann hören wir uns dann demnächst bei Jo. Comedy. Die lebt Alle. weit. Bis demnächst. Au revoir. Au revoir.